Hey meine Filmemacher, ich habe ein unschlagbares Angebot für euch. Ihr habt die Möglichkeit für nur $20 richtig fett abzahlen im Humble Bundle Software Bundle. Bis zum 17. Dezember gibt es nämlich bei Humble Bundle Magix Videosoftware, Fotosoftware und Musiksoftware. Für nur mindestens $20 bekommt ihr den Soundpool Stranger Synths. Das ist eine Sammlung von Stranger Synthesizer und ihr könnt selber eure Musik zusammenbauen. Music Maker 80 Edition, das ist ein Music Maker mit so 80er Jahren Musiksets, also hauptsächlich so Synth-Pop-Zeug. Magix Photo Manager Deluxe, das ist eine Software, mit der ihr könnt eure Fotos verwalten, wenn ihr zum Beispiel die Kamera an den Computer anschliesst und nachher wollt Ahnung über eure Fotos haben. Xara Photo and Graphic Designer, das ist ein Designer, wo ihr könnt eure Fotos bearbeiten könnt, so ein bisschen etwas ähnliches wie Photoshop. Magix Photo Story Deluxe, das ist ein Tool, mit dem ihr könnt Slideshows mit euren Fotos erstellen könnt. Music Maker Hip Hop Beat Producer, das ist wieder eine Musiksoftware, mit der ihr könnt hauptsächlich Hip Hop Beats designen. Xara Web Designer Premium, das ist eine Software, mit der ihr könnt eure eigene Webseite machen könnt. Eigene Webseite könnt ihr aber eigentlich auch mit dem Texteditor machen. Also Magix Vintage Effects Suite, das ist ein Software-Bundle, mit dem ihr könnt so richtig coole Vintage-Effekte machen. Das Highlight vom Bundle ist übrigens Vegas Pro 14 Edit. Das ist eine Videobearbeitungssoftware, die ziemlich gut ist, aber mit dem noch nicht genug. Oben drauf bekommt ihr auch gerade noch das Magix Video Sound Cleaning Lab. Das ist eine Software, um eure Audiospuren ein bisschen zu pimpen und zu optimieren. Und wie gerade gesagt, all das bekommt ihr für nur mindestens $20, was etwa 20 Franken entspricht. Wieso sage ich mindestens? Bei Humble Bundle ist das Prinzip so, dass ihr könnt so viel zahlen, wie ihr wollt. Es gibt aber gewisse Mindestbeträge, die gewisse Softwarepakete freischaltet. Im Fall von diesem Bundle ist es jetzt bei $20 so, dass ihr alles bekommt. Ich kann zu diesem Bundle eigentlich nicht wirklich viel sagen, außer $20 für all diese Software ist unschlagbar. Ihr spart quasi 1000 Franken. Das Einzige, was ich aber sagen kann, ist, ich habe früher noch Magix benutzt und ich bin kein Fan davon. Ich bin froh, dass ich nicht mehr mit Magix arbeiten muss, weil für mich ist es einfach nicht gut gewesen. Ich habe wirklich Probleme damit gehabt. Ich weiss, es gibt Leute, die sind nicht meiner Meinung, aber ich finde Magix nicht wirklich gut. Ich kann aber auch sagen, dass Vegas, dort mal, wo es noch Sony Vegas geheißen hat und zu Sony gehört hat, wirklich Hammer war. Das war meine erste Videobearbeitungssoftware, mit der ich gearbeitet habe. Okay, nebst dem Windows Movie Maker. Aber das war wirklich eine super Software. Ich konnte damit alles machen und ich würde sie eigentlich auch empfehlen, wenn ich wüsste, dass sie heute noch so ist wie dort mal zu Sony-Zeiten. Da sie jetzt aber seit ein paar Jahren schon zu Magix gehört und ich nicht weiss, wie sehr schon die ganzen Magix-Sachen eingeflossen sind, weiss ich nicht, ob ich die Software empfehlen kann. Was ich aber kann sagen ist, wenn ihr noch absolut nichts habt und ihr nicht könnt die 150 Franken investieren fürs Adobe Premiere Elements zusammen mit dem Photoshop Elements, dann hey, wieso nicht? Es sind $20. Gebt es aus, kauft euch das Bundle. Arbeitet euch diese Software rein. Es ist sicher ein guter Start. Es ist auf jeden Fall ein besserer Start als kein Start. Trotzdem, meine Empfehlung ist nach wie vor, geht zu Adobe-Produkten und nicht zu solchen Produkten, obwohl die Produkte sicherlich ihre Daseinsberechtigung haben. Aber irgendwann, wenn ihr den professionellen Weg einschlagen wollt, werdet ihr automatisch über Final Cut und Premiere-Produkte sowie eventuell DaVinci-Produkte stolpern. Und leider nicht über Magix-Produkte. Das ist alles, was ich zu diesem Bundle sagen kann. Hammerpreis. Ich glaube, ich kaufe es mir auch, einfach um mal die Software anzuschauen. Ich meine, $20 ist ja nichts. Ich bedanke mich noch recht herzlich beim Dasteh. Er hat mir auf Twitter nämlich einen Tipp gegeben, dass das aktuell im Software-Bundle ist. Merci Dasteh. Fang doch mal wieder an YouTube machen. Ihr könnt jetzt sagen, könnt den Dasteh abonnieren. Weil wir warten alle immer noch auf dein Banished Let's Play, ja? Du machst seit 3 Jahren Pause. Ich will endlich den nächsten Part. In diesem Sinne, danke fürs Schauen und schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr euch das Bundle kauft oder nicht. Ich bin der Greenie und jetzt kommt Endcard. Ciao!